Weniger Punkte, höhere Geldbußen, drastisch verlängerte Löschungsfristen und verminderte Chancen zum Punkteabbau. Für Verkehrssünder brechen harte Zeiten an. Zum 1. Mai treten grundlegende Veränderungen für Verstöße im Straßenverkehr in Kraft. Das alte Punktesystem hat ausgedient. Aus dem Verkehrszentralregister wird das Fahreignungsregister. Wurde der Führerschein bisher bei 18 Punkten entzogen, werden Fahrzeugführer dann schon ab 8 Punkten zu Fußgängern. Ziel der Neuregelung ist letztendlich die Erhöhung der Verkehrssicherheit. Obwohl die sogenannten Unbelehrbaren strenger behandelt werden, soll das neue Register einfacher, transparenter und vor allem auch gerechter sein. Einfacher durch die Einführung eines sogenannten 3-Punkte-Systems und durch die 3 Maßnahmenstufen. Gerechter durch die Schaffung einheitlicher Fahreignungsseminare und transparenter durch verbesserte Informationen an die betroffenen Punktinhaber. Gerechter und einfacher soll es also sein, das Fahreignungsbewertungssystem. Zumindest die Bewertung der Verstöße und die damit verbundenen Punkte sind einfacher zu überblicken. Das unübersichtliche 7-Punkte-System wird durch das neue 3-Punkte-System ersetzt. Einen Punkt erhält man zukünftig für sogenannte schwere Verstöße. Darunter fallen gefährdungsrelevante Ordnungswidrigkeiten ohne ein Fahrverbot. 2 Punkte werden zukünftig fällig bei sogenannten sehr schweren Verstößen. Darunter fallen Verkehrsordnungswidrigkeiten, die mit einem Fahrverbot geahndet werden, und Verkehrsstraftaten ohne Entziehung der Fahrerlaubnis. Schließlich gibt es zukünftig 3 Punkte für Verkehrsstraftaten, bei denen die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Außerdem werden 3 Maßnahmenstufen eingeführt. In der ersten Stufe, bei einem Stand von 4 und 5 Punkten, erfolgt eine Ermahnung und einhergehend mit einer Information über das Fahreignungsbewertungssystem. In der zweiten Stufe, das ist die Stufe bei Erreichen von 6 oder 7 Punkten, erfolgt eine Verwarnung mit dem Hinweis auf die drohende Entziehung der Fahrerlaubnis. Und schließlich in der dritten Stufe bei Erreichen von 8 Punkten erfolgt die Entziehung der Fahrerlaubnis. Der Punkteeintrag erfolgt erst ab einem Bußgeld von 60 € statt bisher 40 €. So werden die Bußgelder für einen Handyverstoß von 40 auf 60 € angehoben. Einfache Verstöße, die kein direktes Gefährdungspotenzial haben, werden demnach nicht mehr mit Punkten bestraft, wie etwa unberechtigtes Fahren in der Umweltzone oder ein Verstoß gegen Kennzeichenregelungen. Mit Inkrafttreten des neuen Systems erfolgt die Umrechnung der bestehenden Punkte nach einer festgelegten Tabelle. Dabei werden nur die Verstöße berücksichtigt, nach denen es ab dem 1. Mai auch Punktstrafen geben würde. Die alteingetragenen Punkte werden zum 1.5.2014 automatisch umgewandelt. Es wird dabei niemand besser oder schlechter gestellt. Die alteingetragenen Punkte, denen Taten zugrunde liegen, die zukünftig nicht mehr mit Punkten geahndet werden, beispielsweise Verstoß gegen die Umweltzone oder gegen die Kennzeichnungspflicht, werden ab dem 1.5.2014 automatisch gelöscht. Generell wird es aber keine Punkteamnestie geben. Grundlegend verändert wurden die Tilgungsbedingungen für erhaltene Punkte. Die sogenannte Tilgungshemmung entfällt. Ein neuer Verstoß führt nicht mehr dazu, dass die Tilgungsfrist für einen bereits eingetragenen Punkt wieder von vorn beginnt. Jeder Verstoß wird separat behandelt und die Punkte verfallen nach festgelegten Tilgungsfristen. Ab dem 1.5.2014 gelten neue Tilgungsfristen. 10 Jahre beträgt die Tilgungsfrist für die Taten, welche mit 3 Punkten geahndet werden, also für Verkehrsstraftaten mit Entziehung der Fahrerlaubnis. 5 Jahre beträgt die Tilgungsfrist für Verkehrsstraftaten, die ohne Entziehung der Fahrerlaubnis geahndet wurden. 5 Jahre statt wie bisher 2 Jahre beträgt die Tilgungsfrist für Ordnungswidrigkeiten, die mit einem Fahrverbot einhergegangen sind.
sprich mit 2 Punkten geahndet wurden. 2,5 Jahre statt bisher 2 Jahre beträgt die Tilgungsfrist für gefährdungsrelevante Ordnungswidrigkeiten, die mit einem Punkt geahndet wurden. Hinzu kommt jeweils eine einheitliche Überliegefrist von 1 Jahr. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit sind zum 1. Mai auch die Bedingungen zum Punkteabbau verschärft worden. Die bisherigen Aufbauseminare werden in einheitliche Fahreignungsseminare überführt. Grundsätzlich wird ab dem 1.5. das alte Aufbauseminar durch das neue Fahreignungsseminar, welches verkehrspsychologische als auch verkehrspädagogische Aspekte miteinander verbindet, ersetzt. Hierdurch kann bei einem Punktestand von bis zu 5 Punkten einmalig innerhalb von 5 Jahren 1 Punkt abgebaut werden. Bis zum 30.04.2014 ist es noch möglich, durch ein Aufbauseminar bis zu einem Punktestand von 8 Punkten einmalig 4 Punkte abzubauen, beziehungsweise bei einem Punktestand von 9 bis 13 Punkten 2 Punkte abzubauen. Es kann sich also durchaus lohnen, zu überprüfen, ob nicht noch vor dem 30.04. ein Aufbauseminar absolviert wird. Dazu ein Beispiel. Hat ein Betroffener bereits 8 Punkte im Verkehrszentralregister eingetragen, so ist es bei Absolvierung eines Aufbauseminars möglich, noch vor dem 30.04. 4 Punkte abzubauen. Er würde daher in das neue System nach der Umrechnung 2 Punkte mitnehmen. Führt er dagegen das Vereignungsseminar nach dem 1.05.2014 durch, so würden zunächst die 8 Punkte umgewandelt werden in 4 Punkte und er könnte dann durch das Vereignungsseminar 1 Punkt abbauen. Mithin hätte er 1 Punkt mehr, nämlich 3 Punkte, als wenn er das Vereignungsseminar vor dem 1.05.2014 absolviert hätte. Punkteinhaber sollten also überlegen, ob sie das alte System der Aufbauseminare noch nutzen wollen. Wer jetzt eine Ordnungswidrigkeit begeht, die mit Punkten geahndet wird, sollte überlegen, ob er die Punkte bereits jetzt rechtskräftig werden lassen will. Es gibt zurzeit keine pauschale Handlungsempfehlung an diejenigen, die zurzeit ein Bußgeldverfahren, welches gar mit Punkten bedroht ist, zu laufen haben. Einerseits kann es durchaus sinnvoll erscheinen, wenn das Verfahren über den 1.05.2014 verzögert wird. Andererseits ist es durchaus auch sinnvoll, das Verfahren so schnell als möglich, nämlich noch vor dem 1.05.2014, rechtskräftig zu beenden. Dazu 2 Beispiele. Erstens, ein Betroffener hat beispielsweise 11 Punkte auf seinem Konto beim Verkehrszentralregister. Die letzten dieser Punkte wurden im August 2012 eingetragen. Ein Großteil der Tilgungsfrist ist also bereits abgelaufen. Steckt der Betroffene nun in einem Bußgeldverfahren, bei dem ihm 2 Punkte drohen und auch zu befürchten ist, dass das Bußgeldverfahren vor dem 1.05.2014 beendet wird, so läuft er Gefahr, dass die alten 11 Punkte weitere 2 Jahre, also zusätzlich zu den 2 Punkten, noch weiter in dem entsprechenden Register verbleiben. Verzögert er das Verfahren dagegen bis in den Mai, so läuft die alte Tilgungsfrist für die 11 Punkte weiter. Das heißt, die Punkte würden im Sommer gelöscht werden. Die neu eingetragenen Punkte würden dann nach der neuen Tilgungsfrist berechnet werden. Das zweite Beispiel. Ein Betroffener fährt innerorts 32 km/h zu schnell. Ihm droht also ein Fahrverbot als auch die Verhängung von Punkten. Verzögert er das Verfahren bis in den Mai, gilt die Tilgungsfrist von 5 Jahren. Schließt er das Verfahren jedoch vorzeitig ab, sprich, dass er keinen Einspruch gegen den Bußgeldbescheid einlegt oder einen Einspruch zurücknimmt, dann gilt noch die alte Tilgungsfrist, das heißt, die Punkte werden innerhalb von 2 Jahren getilgt. Das kann für den Einzelnen durchaus von Bedeutung sein hinsichtlich seines
Gesamtpunktestandes. Das neue Fahreignungsbewertungssystem ist klarer strukturiert als die bisherigen Regelungen. Ob es für mehr Gerechtigkeit und vor allem für mehr Disziplin im Straßenverkehr sorgen wird, bleibt abzuwarten. Ratgeber Dr. Roland und Renger. Jeden Monat neu im Programm von ERTV. Schicken Sie uns Ihre Anfragen an redaktion@ertv.de.